Airolo, RAJRO, AJRO, AJRE, AJREW, Deutsch Eriels oder Jerels. Rätoromanisch Eriel I ist ein Dorf und eine politische Gemeinde im Kreis Airolo, Bezirk Leventina im schweizerischen Kanton Tessin. Es ist Hauptort des gleichnamigen Kreises. Geografie: Airolo liegt am oberen Ende des Valle Leventina, 55 Kilometer nördlich von Bellinzona am südlichen Fuß des Gotthardpasses. Es befindet sich damit an der Grenze sowohl zur Deutschschweiz als auch zur rätoromanischen Schweiz. Westlich von Airolo erstreckt sich das Val Bedretto, von dem man über den Nufnenpass und den Corno-Pass in den benachbarten Kanton Wallis oder über den San Giacomo ins italienische Val Formaccia gelangen kann. Zur Gemeinde gehören nebst dem Hauptort auch die Weiler Brunasco, Fontana, Madrano, Nante und Valle. Unbewohnt sind heute Albinasca und Bedrina. Wirtschaft: Die Landwirtschaft spielte lange eine wichtige Rolle, heute schafft sie jedoch nur noch wenige Arbeitsplätze. Durch den Bau 1995 zu 1997 und Betrieb einer Schaukäserei konnten die einheimischen Landwirtschaftsprodukte besser vermarktet werden. 2015 zählte die Schaukäserei über 77.000 Besuchende, die vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und Italien stammten. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude hat sich die Molkerei Agroval SA eingerichtet. Im Industriesektor nimmt das Baugewerbe den ersten Platz ein. Die einzige wichtige Fabrik von Airolo ist eine Metallverarbeitungsfirma, welche etwa 100 Personen beschäftigt. In Airolo befinden sich Dienstleistungsbetriebe für Bahn- und Straßenverkehr sowie ein großer Waffenplatz, in der Sanitätstruppen der Schweizer Armee ausgebildet werden. Durch Sparmaßnahmen beim Militär und den Bahnbetrieben gingen in Airolo zahlreiche Arbeitsplätze verloren, was zu einer sinkenden Bevölkerungszahl führte. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die Wasserkraftwerke. Trotz der Belastungen durch den Transitverkehr ist Airolo ein vielbesuchter Ferienort. Airolo war der erste Skisportort im Tessin und ist heute sehr wichtig. Das Skigebiet Peschium am Nordhang im Süden des Dorfs umfasst 5 Skilifte, eine Sesselbahn und 2 Seilbahnen und erschließt 30 anspruchsvolle Pistenkilometer auf 1175 bis 2255 Meter über Meer. Im Sommer ist Airolo ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Verkehr: Airolo ist eine wichtige Bahnstation an der Gotthardbahnlinie. Der Ort liegt am Südportal des Gotthardtunnel und des Gotthardstraßentunnel der Autobahn A2. Geschichte: Schon im 2.–3. Jahrhundert n.Chr. hielten sich in Airolo Menschen auf, wie römische Gräber in Madrano belegen. Die Geschichte von Airolo war stets vom Verkehr über den Gotthard geprägt. Dadurch erlangten Gastgewerbe und Säumerei große wirtschaftliche Bedeutung. Die ältesten urkundlichen Belege für den Ort als Oriolo Irorio stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert erscheint er als Oriolo, Eurolo, Yrolo, Airolo, Airolio. Der Ortsname geht wahrscheinlich auf volkslateinisch Oriolo, schmale Randkante, zurück. Die katholische Pfarrkirche Santi Nazario e Celso wurde im 12. Jahrhundert errichtet und erstmals 1224 zusammen mit der Pfarrei erwähnt. Das heutige Gebäude wurde 1879 neu gebaut, nachdem es 1877 von einem Brand zerstört worden war, bei dem ein großer Teil des Dorfes niederbrannte. Der Kirchturm, der von doppelreihigen Zwillingsarkaden bekrönt ist, stammt aus romanischer Zeit. 1882 wurde der Eisenbahntunnel mit dem Südportal Airolo eingeweiht. Das Dorf war damals mit 3.700 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde im Tessin. Nahe dem Bahnhof steht das Denkmal für die Opfer des Gotthardtunnelbaus, ein von Vincenzo Vela geschaffenes bronzenes Flachrelief. Zum militärischen Schutz der Gotthardstraße und des Gotthardtunnels wurden auf dem Gebiet von Airolo die Gotthardfestungen Montebartola, Forte Airolo und Fort Hospiz gebaut. Am 28. Dezember 1898 zerstörte ein Bergsturz einen Teil des Dorfes und forderte 3 Tote. Zum Schutz des Dorfes wurde die große Schutzmauer oberhalb der Häuser errichtet. Eine riesige Lawine forderte am 12. Februar 1951 10 Tote. Im Laufe des 20.
Jahrhunderts wurden zahlreiche Lawinenverbauungen errichtet, eine Arbeit, welche in neuerer Zeit fortgesetzt wird. Bereits 1890 erhielt Airolo eine elektrische Straßenbeleuchtung. Airolo war auch die erste Gemeinde des Kantons Tessin, die eine Kläranlage baute. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf dem Gemeindegebiet als Teil des Reduit die neuen Artilleriewerke San Carlo, Forpa Grande und Festung Sasso da Pigna erstellt. 1980 wurde der Gotthardstraßentunnel mit dem Südportal Airolo eröffnet. Danach setzte endgültig ein Rückgang an Einwohnern und Arbeitsplätzen ein. So wurde 2007 die Kasi-Kunden einst berühmte Hotel Motta an der Piazza Motta geschlossen. Sehenswürdigkeiten. Siehe auch: Liste der Kulturgüter in Airolo. Pfarrkirche Santi Nazario e Celso, Denkmal für die Opfer des Gotthardtunnelbaus von Pietro Anderoletti, Grabmal Giuseppe und Agostina Motta mit Sarkophag und Relieve des Bildhauers Remo Rossi, Denkmal für die Opfer des Gotthardtunnelbaus von Vincenzo Vela, auf dem Gotthardpass. Adrien Gyx, Denkmal des Bildhauers Fausto Agnelli, Severau-Denkmal, Reiterstandbild des Bildhauers Dmitri Nikitowitsch Togarinov, prähistorische Siedlung auf dem Gotthardpass. Im Ortsteil Madrano, Oratorium Santi Gervase und Protasio, renoviert 1992 mit Fresken des Malers Tita Pozzi und Kreuzweg. Prähistorische Siedlung und römische Nekropole im Ortsteil Madrano. Im Ortsteil Stalvedro, Burgruine und Oratorium Santa Maria Vergine, restauriert 1990. Im Ortsteil Albinengo, Elektrizitätswerk Lusendro, Architekten Carlo Tammi, Rino Tammi, Alte Tremola Straße, Ingenieur Francesco Domenico Mechini. Im Ortsteil Fontana, Oratorium Santa Maria Maddalena, restauriert 1972, Architekt Alberto Finzi mit Glasmalereien des Malers FRA Roberto Pasotti. Militärbauten im Ortsteil Forpa, Forte Airolo, alte Festungsanlage, heute Museo Forte Airolo. Festung Forpa Grande. Im Ortsteil Mottobatola, Artilleriewerk Festung Mottobatola mit Militärturnhalle, Architekten Mario Campi, Franco Pessina. Festung Fiot, Forte Ospizio, alte Festungsanlage, renoviert als Museum, Architekten Franco Moro, Paolo Moro. Sasso San Gottardo. Am 25. August 2012 wurde in der Festung Sasso da Pigna auf dem Gotthardpass die Ausstellung zur Festungs- und Themenwelt des Sasso San Gottardo eröffnet. Im Ortsteil Bitrina, Kaserne und Waffenplatz, Architekten Fabio Mottoni, Silvano Caccia mit Wandmalereien des Malers Silvio Bernasconi. Festungen San Gottardo, Kultur, Stiftung Pro St. Gotthard. Das St. Gotthard-Museum vermittelt auf lebendige und abwechslungsreiche Art die Bedeutung und den Einfluss der Passstraße. Associazione Airolo in Transitione. Persönlichkeiten. Hauptartikel. Bilder. Airolo. Airolo 1835. Airolo nach 1890 vor dem Bergsturz von 1898. Das Denkmal für die beim Bau des Gotthardtunnels verunglückten Arbeiter am Bahnhof von Airolo. Blick nach Airolo von der Gotthard-Südrampe aus. Im Vordergrund das Artilleriewerk Forpa Grande und die Kaserne Mottobatola.